Hey Ola, freut mich, dass ihr hier seid. In dieser Episode haben wir die Ehre mit Victor Savolsje zu vertalen. Er ist von Deutschland, er rannt das Programm Radio Segenswelle. Aber meeste von Ihnen waren dann vielleicht kein von keine Frau mit Sachen bestreit. Mir gibt das sehr viel Nies mit ihm zu vertalen. Und ich hoffe, ihr genießen diesen Episode. Dankeschön. Wat Emma ook je weiterwählen, jemand mit Täten geben, soll ich mit Ja und Nee antworten oder soll ich mit Meier? Ja, also, sag ich hier bei den Plitzen oder sag ich hier bei den Plüderstellen, ne? Ja. Ja. War Plüderstellen Österreich, waren wir waren sein ein Kaffeebreak. Wir waren satten in Kaffeehahn. Nee. Nee, Nee. wo steht noch? Also, das kommt drauf, darf ich all? Ja, ich glaube, es ist Angst vor Anfang, ne? Ja. Wir haben bis wir haben sich da was fangen. Ich komme in Betrama, ich bin geboren in Russland. Wir hatten unseren Redensort. Und in Deutschland haben wir unseren Redensort. Und wird, was wir irgendwas uitreichen wollen oder sagen wollen. Und das muss ich aber nicht unbedingt sagen. In Plüderstund wird was Schlechtes sein. Okay. Plüdere ist was Schlechtes. Ja. Auf Hochdeutsch, plaudern, ist aber nicht was Schlechtes. Das ist bloß Reden, vertalen, spazieren. Okay. Wir haben, wenn wir plattdeutsche Wörter nehmen, was wir meist dieselbe auch auf Hochdeutsch haben die nicht immer dieselbe Bedeutung. Und das wird ein von dort sein. Okay. Weet je, als ik een mijn Dalmatscher dat abchecken deed, Ja. dat schrijft de Kaffeebreak, Plüdersten, da wird er Übersetzung. Was so, was steht das dann an? Ich würde sagen Kaffeetiet. Kaffeetiet. Ja. Okay. Das ist gut zu wissen. Jetzt ich habe mal mir hier sich das auch so, das Plüdersten ist, da können schlechte Dinge sein. Aber Also ans Plattdeutsch ist das negativ. okay. Okay. Gut zu wissen. Ja. Das war wie keine Tauharke. Ja. Also ja, Plüdere ist ja mehr über irgendwem. Ja. Nicht über scheint Erde. Ja, bis Sachen vertalen. Okay. Ja, erst in den Rhein. Im Rede, ja. Okay. Jetzt in einem neuen Ding, was du mir lassen musst abschauen, jetzt. Wie, wenn haben Sie das anstiecht, als sei mit sehr vermischt mit Englisch. Ja. Darf ich das blöde sein? Ja. Ja, so viel Englische Berne, ich komme bloß nicht mit. Was meinen die damit? Nu gaf ich dort hier laatst einem und dann sagt er, wirklich, sagt er, die haben 3 Wörter Englisch, 2 Plattdeutsch, 5 Englisch, 1 Plattdeutsch. Ja, jetzt wie denken Sie nicht für mich ist das dann schwer. Also wir haben, ich sehe selbst, einer, wenn nicht Englisch kann. Und ich sehe, das ist also in Russland geboren, in einer Schule mussten wir Russisch lernen, dort wir von mir sagt ja. Ich habe mit Hochdeutsch gelernt. Und Englisch, wie aus Deutsche kennen, wir dürfen nicht. Wir haben es nicht erlaubt, Englisch oder eine andere Sprache, auch nicht Französisch zu lernen. Die Russen können, die Deutschen kennen nicht. Deswegen habe ich keine Grundkenntnis von Englisch. Und wenn einer was nicht wollte, danach für jeder Haft, dann hätte er bloß nicht. Ja. Und wir haben Ansatz zu sagen, dass alles, was wir lesen, horchen, ja. Und ja, Movies, was wir kennen, dann ist alles auf Englisch. So, unsere sehr viel von unseren Gedanken, die sind in Englisch. Wenn so wie die Gedanken angekriegt haben. Und ich glaube, wir denken gleich eher. Dort wird bei uns vielleicht, bei mir vielleicht weniger, aber von vielen von uns wird dort ein Russen nennen sein. Oder ein Hochdeutschen nennen. Okay. Für mich spielt sich so besonders unsere junge Generation hier an, der hat bis ein ganzes Gemisch von den verschiedenen Sprachen, von Plattdeutsch, von vielleicht mit Hochdeutsch, von Spanisch und Englisch. Mir würde sagen Plattdeutsch und Englisch, was die Tauschmieden da. Wenn wir selbst irgendwo auf Arbeit reden, und der andere dort kein redet, dann möchten wir das nicht, dann kommen wir gar nicht mehr. Aber wenn du einen besiegt hast, wer die andere Sprache nicht kann, dann da fällt einem das ab. Und mir erst viel zu viel Raum kommen, erst mir das, wir brauchen das nicht. Aber wir tun das. Ja, das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Das habe ich mal abgerechnet darüber. Dann habe ich gemerkt, das halt nicht.
Und dort wird nicht mal reicht. Veels, das Jaft wird, wordt een andere Sprache nicht Jaft. Und dann nehmen wir dort eine andere Sprache. Ein Wort ist, dort ist Wort ist das Kind von meinen Brüdern oder von meiner Schwester, to me. Da haben wir am Plottisch kein Wort für. Dann nehmen wir dort die Sprache in dem Land, von wo wir wohnen. Okay. Ja. Und dort ist dann so. Und dann, ich habe mir abgerechnet über so eine Sache, was ich das erst so mag, das Jaft sein wird. Und dann fallen mir bei, das Jaft Sprache, wenn wir andere wir dort nehmen, das ist ein Plottisch, das ist für mich ein Tätchen, die Sprache, die lebt. Das Jaft eine Sprache, das ist eine deutsche Sprache. Das ist Latinisch. Das geht nicht so. Aber das steht. Die Menschen reden den nicht aber groß. Da werden wir doch lieber, da wird, was es nicht gibt, werden wir die andere Sprache nehmen, das bedient, andere Sprache lebt. Okay. Das ist gut. Ja. Aber jetzt, ein von meinen Fragen wird, das alles jetzt kriegen auf Englisch oder Hochdeutsch. Ja. Wir können meist alle lesen, ein von den anderen kann wir lesen oder verstehen. Mhm. Zu was wir uns noch so anstrengen, um die plottische Sprache im Leben zu halten? Das macht uns aus. Nun einmal, stell dir mal vor, du kannst nicht Plottisch. Du bist ein Rampel. Was macht die dann zu uns falsch? Was bist du dann anders als selbst alle? Dann kriegst du auch einen Müller oder einen Meier oder was auch immer sein. Wenn du nicht willst Plottisch kennen, was willst du dann sein? Wenn du Plottisch von dir mal wegnehmen? Ja, ich will nicht weiten, was das mir will. Nein, nicht. Right? Ja. Wenn wir das ja ein paar Dinge. Das ist einmal ist die Sprache, dann ist unsere Kultur, dann ist unsere Tradition und unser Glaube. Das macht uns aus. Nimm ein von das was, da sind wir nicht dort, wo wir sind. Die Sprache hier dazu. Okay. So. Sitzt in der Zukunft für die plottische Sprache? Es gibt viele Menschen, die sagen, dass es nicht viele Jahre dieren, nicht lang dieren, und dann wird das verschwinden. Und die haben recht damit. Aber die haben auch nicht recht damit. Das hier, ich habe mal ein Buch gelesen, das ist zu viel gesagt, ein Buch gelesen, aber es ist ein Aufschnitt gelesen. Und da wird das Kreuz gesagt, das wird einmal rund 20 Jahre dieren, dann wird die plottische Sprache verschwinden. In diesem das Artikel oder das steht, dass wir über 200 Jahre geschrieben. Okay. Verstehst? Ja. So, die Sprache hat 100 Jahre länger gelebt. So. Ja, dann wird es geschrieben, auf dem Jahr das lang nicht mehr. Ja. Und wir reden danach. Ja. Und das ist für mich so ein Theken, das gibt Sachen oder das gibt Institutionen, sag mal so. Ich glaube, das ist ein plottisches Wort, ja? Ja, Institutions, wie wir sagen. Manchmal bereden wir uns dann, dass das plottisch ist. Ja. Wenn unsere Sprache Hölle tät und auch laat wasen, aber das gibt eine Insel, wo das wirklich Zukunft hat. Was würde das sein? Die Familie. Wenn das Tüß geredet wird, dann bleibt das. Ja, das ist der einzige steht. Wie aus Radio, aus Podcasten, was auch immer, wie können das unterstützen? Wie können das nicht am Hölle bringen? Oder Lotte. Ja. Ja. Tüß am Heim. Das ist der einzige steht. Das ist meine Meinung, ja? Ja. Das gibt hier Sätze, zum Beispiel in Deutschland, gibt es einen Satz, dass auch eine Schule kann plottisch ungerecht werden. Plottisch ist eine Sprache, das ist kein Dialekt. Das ist eine Sprache. Und wir in Deutschland, wir sind angelehnt an das Naderdeutsche. Das ist das, der deutsche Sprache, der hochdeutsche Sprache, der steht in viel von Gegend zu Gegend, reden sie mit unterschiedlich. Und da gibt es auch andere Plottische. Das ist anders als uns Plottisch. Ja. Aber das Plottisch, das ist aus einer Sprache anerkannt vom Gesetz. Und wie Gehirn oder wie passen das top miteinander? Das bedeutet, wir können eine Schule auch plottisch unterrichten. Wo fehlt es? Und Lehrer, wenn auch die Sicht haben. Das habe ich nicht. Ja. Okay. Die meisten Lehrer sagen, naja, das geht, wenn du das kannst. Aber Mathematik und
seine Sachen, und das braucht nicht ab Plottisch. Und teilweise haben sie auch gekriegt, Fails, wenn die dann noch hier wieder studieren wirst, findest du keine Beter, wenn die Universität in Plottisch. Ja. Dann brauchst du wieder eine andere Sprache. Wir sind je doch wel, meest alle, nicht ganz alle, aber meest alle mit ein paar Sprachen leben. Wir leben also thuis Plottisch. Dann haben wir entweder Hochdeutsch oder Russisch oder Englisch oder Spanisch oder ein paar von denen. Aber wir brauchen noch eine andere Sprache dazu. Warum auch nicht? Ja. Das macht ja sehr viel mehr Sprache, als wir kennen, sehr viel Dritte, sagen wir. Mhm. Ja. Und für mich ist einmal, aber für Jad nicht die Muttersprache. Ja. I mean, ein Ding, was ich fern an war von hier am, die Menschen, die nicht die volle Schule kriegen haben, wie jung, die haben Hochdeutsch gelernt, aber bloß wegen sie müssen das, sie können gar nicht verstehen. Und so nie als hier fertig kriegen in Schulen nicht alles als auf Hochdeutsch, aber wenn es auf Plattdeutsch kommt, dass die Menschen bis Thema mal wird, wenn sie können das wirklich verstehen. Und du hast ein sehr gutes Verlangen für, dass man mehr soll Plattdeutsch sein, dass Menschen das können anschieren. Das wo bis ja der Trouble ist, alles auf andere Sprachen, so wird das wel lernen. Dann macht sich das einmal unerwähnt konsigen und dann das eher sagen, das ist so eine schwierige Sache für alle Menschen. Ja, das gibt viele Sachen, wo wir nicht utkommen, bloß mit unserer Sprache. Und wir können uns aber helfen. Ich finde, um unsere Sprache besser zu verstehen, besser zu lernen, besser zu reden auch, das ist meine Meinung, ist Hochdeutsch sehr wichtig. Plattdeutsch und Hochdeutsch sind so eine Freundschaft. Viel doller Freundschaft als Plattdeutsch und Englisch und Plattdeutsch und Spanisch oder Plattdeutsch und Russisch. Da habe ich mal gesagt, lehr Hochdeutsch, damit du besser Plattdeutsch kannst. Macht Sinn, ja? Da kann auch sein, ich kann von ganz klein Haar Hochdeutsch lernen, ich kann auch klein nicht Plattdeutsch von Tüsit. Da hat mir Luther gelernt mit meiner Freundschaft, die ich dann hatte, was mit denen vertalen, so wie Sache ich das gelernt. Und nu, wenn ich, das ist zum Beispiel für das Podcast, wenn ich erst was übersetzen will, dann würde ich das gewöhnlich in Hochdeutsch nennen, dann ich das Plattdeutsch kriegen. Und ich finde das viel leichter an Worte kriegen, als wenn ich das von Englisch und Plattdeutsch nenne. Das liegt nicht da noch. Das wir auffangen, die Bedienung ist nicht immer kreuze als wir das meinen. Ja. Aber meistens sind wir doch recht damit. Ja. Nach ein denkt es wo ich hier nie die Plattdeutsche Sprache, die fängt an alle anerkannt zu werden. Das wo steht du mit das wo wie sagen wie der Länge. Ich kann auch nicht in meinen Fun nennen vertrauen, auf Plattdeutsch, dass mich verstehen kann. In Englisch kann ich das, in Spanisch kann ich das, in Hochdeutsch kann ich das. Aber noch nicht in Plattdeutsch. Das wo. Warum kostet das nicht? Weil wir einmal Google, nicht? Der hat das, was Sprachen hat angenommen, nicht? Kennst du das App Wörterbuch? Wörterbuch. Ich glaube, wir sollen, ja. Ja, da hast du Deutsch, Englisch und Spanisch. In Plattdeutsch. Ja. Und da kannst du auch Nenner reden. In Plattdeutsch. Dort, weiß ich nicht, wann dann dich von Hochdeutsch an Plattdeutsch nennen, alle mal da mal ein Wort seht. In meisten Sinne sind wir besser. Die schaffen besser, wenn du dort an die fremde Sprache, sagt man so in diesem Fall, nicht Plattdeutsch übersetzt wirst. Okay. Als wenn du das trägst. Dann machen die noch zu viel Fehler. Aber das ist ein guter Anfang. Wir haben was. Ja. Wir haben zur Zeit, was ich wollte, 3 gute Apps, wenn wir brauchen können. Okay. Aber ja, I mean, das, aber wo steht das damit? Du musst wissen, mit der Typ gestaltet worden, nicht? Eine Organisation, was die Sprache der unterhält, nicht? Die Regeln merken. Ja. Sind jaftet. Dort jaftet eine Karte Fähigkeit. Okay. Kannst du dort Buch, oder kann je dort Buch an die erste Missionsreise von Jasch Leuven? No. Oder nicht, ja. Jasch Leuven ist wie geboren in unserer Kolonie, von wo ich komme, Orenburg, Kolonie in Russland. In 1900
gang 20 Jahre of 30 Jahre, wo du nicht kein Jahr weiter, dann ist die Familie ausgewandert nach Kanada. Und heute warst du ab und ist als Missionar in irgendein Stamm nach Afrika gegangen. Und heute, wir eine von seinen Abgaben, wir für dort Stamm eine Schreibwort auszufinden, dass sie die Bibel lesen können. Hat er Gott angekriegt. Dann auf einen Fall am dort bei, was ich hier tue, habe ich selbst nicht. Ja. Ja. Dann fang ich an, für uns falsch. Nee, ich fang an, und dann dachte ich, das gibt Menschen, die schreiben auf Plottisch. Wer würde das sein, wenn wir uns mal am runden Tisch ansetzen und dann darüber reden. Und dann kriegt dann lebt noch Arnold Ditt, ist bekannt. Mir nicht. Ja, klar. Er ist einer von den ersten plottischen Schriftsteller in Kanada. Okay. Der wohnt lauter Jahre in Deutschland. Arnold Ditt ist ein sehr bekannter Name. Ruben App, ist der bekannt? In Kanada. No. Er hat viele Gedichte geschrieben. Und ich sehe mich nicht ganz sicher, aber ich glaube, Jack Thiessen wie auch dabei. Okay. Dat is een professor en heeft dit Wierbuch geschreven. En ja, schrijven dat. Okay. En dan schrijven we den alle aan. Dan zegt hij, weil wir uns mal an einem Tisch hinsetzen und uitvinden. Wo wir beter plottig schreiben, zodat de Menschen uns verstehen. Dann krieg ich einen Brief terug. Einer sagt, ich habe al zoveel beter geschreven op plottig. En wie viel hast du geschrieben? Nach China? Nu wirst du ans leren plottig zu schreiben. Und der andere sagt, ich schreibe Gedichte. Ja, ich weiß nicht, wer das macht. Ja. Ja, na, das ist falsch, aber ich richtig. Mm. Und so fängt das an, das hat niemals einen Tipp drauf gegeben. 2013 hatten wir die erste plottische Medienkonferenz in Paraguay. Mir lachte, ich habe viele Konferenzen gewesen. Und dann hat ich so ein Verlangen, das ist ein Janker. Das, was wir hier tun, ist eine Konferenztipp stellen. Wer würde das sein, wenn wir das mal unsere plottische Leute und ihr ansehen. Und dann fange ich an abzuschreiben. Wem kennst du von Kanada, wer irgendwo da plottisch steht, als das nur Radio ist, als das nur Schreiben ist, als das nur Podcast wird, da ich noch nicht so mehr, aber wer das wird, eine Tischschrift tut er jaft. Dan schrijf ik met hem alle op, e-mailadres. Hier van Chihuahua had ik het adres van Jorge Rema. Oh ja. Had ik dem eingeladen, ja. En dan zo lade ik den allen aan. En ze komen zijn Tipp treffen, de meeste van die Vieren van Paraguay. Dan dort wir in Paraguay eine Konferenz machen, 2013. Zu der Konferenz, ich habe viele eingeladen. Da kommen ein bisschen über 40 Menschen. Alle, wer irgendwo an irgendeinem Ort wird mit Medien dort. Und Benny Poitasch, der Mole. Ich dachte, Mensch, plottisch Mole, wer jetzt sind. Ja, ja, die sagen wir. Das geht Geld. Ja. Du musst heute also deutlich, das habe ich mir nicht gedacht. Ja. Du musst ein Haus haben, musst ein Piert haben, ja, dann vielleicht noch ein Bagger dort fäschen und dann stellst du einen Mondsmensch mit einer Schlaubeitz oder mit einem Hütten, hast ein plottisches Bild. Das ist doch ganz einfach. Ja. Plottisch geht zu Mole. Ja. So, nu kommen die Tipp und dann wieder ein Polit. Und dort wir Adrian Eva Poitasch in Bolivien, dort wir Lirasch an der Schule. Und dann kommen zu dieser Konferenz und wir hatten das Ziel von der Konferenz, wir uns kennenzulernen. Wird wir uns jenseits unterstützen, wird wir uns jenseits helfen mit dort, was wir tun. Nu kommen diese dahin und dann sagen sie, wie wollen plottisch schreiben lernen. Wir unterrichten die Sprache, das Schreiben in der Schule in Bolivien. Wir wollen heute, wie man das tun. Und hier ist China. Mm. Da wie China gekommen wäre, kann. Dann kommen wir nach Haus und ich kenne viele Menschen mit der China. Ja. Und dann deute ich den persönlich, naja, ich sage dann manchmal, aber Plötzkleine. Ist der Utrecht bekannt? Hierom würde nicht wirklich sein. Na, aber Plötzkleine ab Plottisch, also ein bisschen no kleine. Mhm. Ja. So sehen wir dort an. Und dann sehe ich sage, hör mal, je schreiben, je
kennen dort. Die haben eine Doktorarbeit darüber geschrieben, über das Plattdeutsch geschrieben und sind nicht willig, jün Worte an den Menschen wiederzugeben. Dann vertelle ich an der Geschichte, was allmal passiert wäre. Da wäre nicht gekommen mit den Jiden und Celsius. Ja. Von dann an kommen die immer. Wir haben nu al 5-mal eine Konferenz gehabt. Also 4-mal noch dort. Die sind immer, wir haben immer eine Arbeitsgruppe, die Schreibweise angeht. Und wir sind eine Institution geworden. Okay. Ja, Plattdeutsche Medienkonferenz ist eine Top-Arbeit von Menschen. Und was sie bereit haben, ist sich ein Schreiber. Ich kann Menschen Tipp bringen. Ja. Aber was ich finde, das soll er sein. Ja. Weißt du, ich würde vielleicht, wenn du ein Plattdeutsch, irgendwas von Wort, ein Plattdeutsch handschreiben, da würde ich so schreiben, als du denkst. Ja. Du auch? Ich auch. Vielleicht würde ich sogar über reinschreiben. Ja. Aber da, wenn die Doktorarbeit darüber geschrieben hat, kann sein, dass die Kreuze wird schreiben, aber heute wird weiter warum. Ja, das macht den Unterschied. Das ist auf die Reelle beim Schreiben. Heute wird weiter warum, ich nicht. Ja. So, und nu haben die sich, das hat sich nu so entwickelt, dass ich auf 2 Schreibweisen, plattdeutsche Schreibweisen. Okay. Eine wird in Deutschland mehr gebraucht wird. Und eine wird in Nord- in Südamerika mehr gebraucht wird. Aber da in Deutschland wird es in Paraguay gebraucht. Paraguay ist ein bisschen ütenom. Der Unterschied ist, ich sehe in Ölkolonie, aber ich rede aus den Sommerfeldern. Tje, Gonne, Rane, nicht Rannen, Gonnen, und Kicken. Ja. Ja. So. Und dort macht es den Unterschied vom Schreiben auch. Und dann kommt es darauf an, für wem schreibe ich. Für die Menschen, die in Deutschland und in Paraguay leben. Oder für Mexiko, für Bolivien, für Kanada. Und dort ist aber die geradste Gruppe. Wenn schreiben denen. In Deutschland, wir brauchen die plattdeutsche Sprache gar nicht wörtlich. Ja. Das Schreiben, wir brauchen das gar nicht wörtlich. Dort ist was gehört. Aber nicht, dass wir das brauchen. Aber hier brauchen die Menschen das. Viele Menschen brauchen das. Ja. Weil sie nicht eine andere Sprache kennen. Ja. Das macht das. Wir haben, was wir uns ab dieser Konferenz berät haben, und das geht darum, wenn wir eine Tischschrift rübergeben. Dann sollen wir, da wird auch immer nicht geschrieben werden. Dann ist es gewünscht, dass wir uns entweder eine diese Schreibweise dann rechten, oder eine die. Okay. Aber nicht die beide, so, ein paar wird von das, ein paar wird von die. Ja. Ja. Also so ist von dem Ziel, irgendwann das soll Tipp kommen, aber das lädt noch nicht kalt und no. Aber das lässt sich den Menschen leichter, wenn die Jasch Leuven, was das Buch geschrieben hat, an die erste Missionsreise. Okay. Das ist eine ganz besondere, seine Schreibweise heftig. Der hat dann Horkes und Trinjel dort Ja. Die erste Geschichte, dann fängt sie an mit der Stottern. Nur hier lässt sich das so leicht. Ja. Okay. Ja. In Kreuze ist das aber bei der anderen auch. Ja. Ja. Du musst dich aufhängen. Du kannst nicht, notiert, oh, du kannst nicht lesen in Weichlage. Ja, dann kann ich keine Sprache lesen. Aber wenn ich mir ein Bild bei mir, dann geht das sehr leicht. Okay. So, wenn ich nu, wenn haben wir nicht mal lernen, Plattdeutsch zu schreiben, wo soll der anfangen? Wo ist den teuren Hand gehen? Das kommt darauf an, wer Schrift und von wo Schrift. Okay. Nu reden wir von den Menschen mal von hier. Ja. Die soll sich erstmal Gedanken machen, was will ich schreiben. Und dann aufhängen zu schreiben, so als er denkt. Okay. Das geht ja an erste Weise, wenn du was schreiben ist, geht ja das nicht an die Schrift, sondern an dem Inhalt. Ja. Schreib erstmal so, als du denkst. Aber schreib nicht Fuß ein volles Buch. Ja. Dann kannst du ab wenn gleich lesen. Fang erst einmal an und dann nennen die App to help. Ja. Nennt ihr. Nu habe ich dort das Wort geschrieben, Glanzkap. So. Wie schreibe ich das richtig? Ja. Aha, hier, so wird es geschrieben. Ja. Und dann geht das an die Geschichte an dem Glanzkap. Ja. Und dann, das dritte Mal, brauchst du nicht mehr ein Tetje. Da weiß er, wie es geschrieben wird. Ja. Oh. Ja, also dem war ich.
En zo wordt het mooier weer zijn. De aanvang immer war dat een beetje handje, we schaft dat. Ja. En dan leerst du selbst dabei. En dan kannst du dir al dollar en de Geschichte naar denken wat du geschreven hast. Okay. Dat wordt mijn Vorschlag sein. En dan, waarom zijn ik lezen dat, te zijn niet plotisch. Maar wo wirst du mit hören, warum sein paar Bücher, wat die mir wirst hören, wat da plotisch geschrieben sind? Wat ich muss sagen, ja, wat vielleicht deine Lieblingsbücher, wat die mir gelesen hast, plotisch. Dat is onze eerste missionsreis, aber da, wenn ja an de schrijfwijs, veel zin schrijfwijs, je hebt het van niet. Ja. An de Geschichte selbst. Okay. Exempel manchmal sagen, zu meinem Buch bieten. Okay. Ja, kann ich sagen? Zu meinem Buch bieten. Also, ihrens die Geschichte, aber da wie sich hergestellt hat, die Goethe Revelage kostet. Ja. Ja. Mit einem guten Sinn. Ich wollte nicht, was er dort noch gibt. Okay. Ja. Koppenbücher, ja. Gehorcht, der hat gehorcht, ja. Ja, ihr habt das gelesen. Da ist das mit der Schreibweise aber noch nicht so wie dort, wie wurde sagen, so hat das geschrieben. Ja, dort wir noch mal der Anfang von der plotischen Schreibweise. Okay. Ja, maar enig wat ik dan aan kijken dan, dus wanneer we zo zeggen voor Bücher wat in andere spraken geven dan, dat er sagen, dat wil vielleicht ein Teil sein, aber was ich würde sagen, was meeste Menschen meeste halten würde, wann bis in der Harchen ging. So für Menschen, die kann sowieso gar Fan lesen, weil man dort Tauharchen kann. Das ist der ganz meiste wird. Ja, aber ein Mensch behält besser, wann er das gelesen hat. Ja, aber das stimmt. Das ist zum Beispiel die Bibel. Ja. Ja, die heeft het abgelesen und die heeft het auch geschrieben. Mhm. Und wenn du die lesen lässt, dann in mehrlich noch Ablüdes lesen, behält einer das besser. Okay. Ja, das halt beides, ja. Ja. I mean, das die Atlanta, die lesen da, ne? Ja. Das ein Act dollar. Du liest mehr Plottisch oder Englisch? Ich würde alle Englisch lesen. Mhm. Ja. En ik bedoel aan mijn beetje op het hartje. Best eens wat hanja is. En ik doe dat aan mijn beetje tjetje. Ja. Also, dat bringt dat zu plottische Movies. Filmen. Ja. Yes. Je hebt dat al? De bekendste is de Jezus-film. Okay. En zest heeft het een paar, aber ze hast sich überdacht, wo das vom Inhalt her, wo das nicht unbedingt wieder sei, das muss ja unbedingt sein haben. Okay. Ja. Wat wir in ons Programm, dann hat ja Frau Matzaka bestrebt, wie viel seht ihr dort, also Podcast gibt es immer mehr. Ja. Und dort finde ich eine gute Entwicklung. Ja. Und dort ist einfacher abgestellt und nicht so viel rundum. Ja. En dat is aber ook dus een ander woord wie verzet je, dat zal nog onhulling zijn, aber de mensen zullen ook wat leren. Ja, dat is immer ons Ziel. Ja. En dat komt immer erop aan, wanneer du een podcast machst, wat weißt du met dat? Soll dat nu bloß een Spazier oder een Plüdre zijn, oder soll dat de mensen zum irgendwo wiederhelpen? Soll dat een tijdverdrief zijn? Oder soll das sein, oh ja, und das habe ich noch nie gedacht, das soll ich doch mal sein, auch mal versetzen. Ja. So eine Sache. Okay. So, warum würdest du nicht mal ein bisschen sagen, für Menschen, die nicht kann, ich glaube, meiste Menschen wollen nicht kann, aber was ist deine Arbeit? Mit einem Radio, die hast du eine Radiostation, die hast du einen Podcast. Warum vertraust du uns nicht mal mit dir, von was die das? Oh. Ja, na, angefangen in Russland habe ich gelernt als Elektriker. Okay. Hier wurde dort benannt. Electrician. Ja. Also, plötzlich sagt Elektriker wird Hochdeutsch sein. Ein Elektriker wird plötzlich sein. Okay. So wird wieder der plötzlich sein. Ja. Elektriker. Das habe ich utiliert. Und habe dort in Deutschland auch geschafft, in Russland gelehrt, und dann irgendwann einen Trag von Deutschland, da habe ich das auch mehrere Jahre geschafft. Aber eines Tages, da gab mit einer Abgabe eine Mission zu gehen. Und ich habe eine Mission gegründet, die nennt sich dann Plottisch Radio. Und dort
dat was, en dat wie ook immer mijn bede, Gott soll dat zijn, Gott soll dat Wasser loten, er zullen Mitarbeiter komen, en da komen Mitarbeiter, en dat was, en Gott zijn dat, dat wordt immer meer aan Arbeit. En irgendwann einmal dat nu redet over, maar de Kraft nicht mehr. Ja, du hast Familie, ja, du hast Haushalt, und dann, das nahm Überhand. Ja. Ja, und dann muss ich dem Schritt gehen, meine Arbeit besiedeln und bloß ein bisschen gehen. Okay. Und so haben wir dort aber angenannt, von Plattdeutsch Radio, von dem Namen, sind wir auf. Vieles dort ans Anschreintje, sagt man so. Ja. Und wir möchten aber, da gibt es eine Gruppe Menschen, die hast du ans Tag, aber die kommen nicht so wirklich dort wiedergehen. Dann haben wir Hochdeutsch dazu, dann haben wir Russisch dazu, inzwischen haben wir Spanisch dazu genommen und Ukrainisch. Wir tun dort nur ein 5-Sprach. Das ist ein christliches Radioprogramm. Und das Ziel ist, Menschen zu helfen, Menschen beizustehen, zu lernen, aber auch Gott sein Wort an den Menschen zu verbreiten. Das ist unsere Arbeit.